Der Epstein-Skandal rückt wieder ins Zentrum. Wegen der brisanteste Fall von Missbrauch von Minderjährigen. Und jetzt sollen endlich Namen offengelegt werden, nachdem das jahrelang blockiert wurde. Ich frage mich, ob das Mal wirklich alles ans Licht kommt. In diesem Video zeige ich, wie 2 Abgeordnete in Trump hineingeleimt haben, warum die Zuständigen für diesen Fall jahrelang bucklig da haben und was jetzt passiert, nachdem Trump einer Veröffentlichung zustimmen musste. Ciao zusammen, von unten hier. Herzlich willkommen aus Kalifornien, von wo ich euch auch diese Woche einen exklusiven Einblick bieten für euch. Der Fall Epstein gilt als einer der rätselhaftesten der vergangenen Jahre. Der Jeffrey Epstein war ein US-Multimillionär, der Zugang zu Häufen hochrangigen Personen hatte. Ermittler haben später erlegt, dass der Epstein über Jahre ein Missbrauchsnetzwerk betrieben hat. Zahlreiche junge Frauen, häufig minderjährig, sind seine Opfer geworden. Laut Anklageschrift und Zeugenaussagen hat auch er selber Opfer missbraucht. 2019 ist er im Alter von 66 in der Kiste gestorben. Durch Selbstmord scheint es, laut dem Gerichtsmediziner von New York City. Seine enge Vertraute und Mitanklagte Ghislaine Maxwell verbüsst seit 2022 wegen Beihilfe zum Missbrauch von Minderjährigen eine 20-jährige Strafe im Bundesgefängnis FCI Tallahassee in Florida. Epsteins Tod, die ungeklärten Umstände im Gefängnis und seine weitreichenden Kontakte in Politik, Wirtschaft und Hollywood haben bis in die Gegenwart Spekulationen ausgelöst. Es wird berichtet, dass auch Donald Trump in den 90er Jahren punktuell Kontakt mit Epstein hatte. Aber im Verdacht sind Personen aus verschiedensten politischen Lagern. Der Fall ist nicht einseitig einer Partei zuzuordnen. Trump hat im Wahlkampf Transparenz versprochen. Aber schon gleich darauf ist klar geworden, dass da etwas nicht stimmt. Im Wahlkampf 2024 hat Donald Trump ein klares Versprechen abgegeben. Er wolle die Epstein-Akten vollständig offenlegen. Würden Sie die September 11 Akte freigeben? Ja. Würden Sie die John F. Kennedy Akte freigeben? Ja, ich habe viel davon bereits freigegeben. Würden Sie die Epstein Akte freigeben? Ja, würde ich. Am Anfang der Trump-Regierung hat die Kommunikation entschlossen gewirkt. Es hat so getönt, als stehen grosse Enthüllungen bevor. Der erste Dämpfer kam, als Pam Bondi, Trumps Staatsanwältin, gesagt hat, das FBI in New York hocke noch auf tausende Unterlagen, die sie aber nicht bekommen haben. Ich habe diese Woche erfahren, dass die Staatsanwaltschaft in New York auf tausenden Seiten von Epstein-Dokumenten sitzt. Tausende! Wir werden alles anfordern. Natürlich werden wir es zum Teil schwärzen, um Informationen der Grand Jury und vertrauliche Zeugen zu schützen. Aber das amerikanische Volk hat ein Recht, alles zu erfahren. Und Donald Trump ist der transparenteste Präsident in der Geschichte unseres Landes. Das hat sichtbar gemacht, dass die Veröffentlichung auch nicht so geradlinig abläuft, wie sie das zuerst herausposaunt haben. Das DOJ hat ein bisschen später die ersten Ordner mit den mutmaßlichen Epstein-Akten medienwirksam an ausgewählte Social-Media-Influencer ausgehändigt. Aber der Schuss ist hinten raus, weil was dort in diesen Ordnern war, hat enttäuscht. Das meiste war längst bekannt. Kaum etwas hat auf neue Informationen hingedeutet. Für viele Beobachter hat diese Aktion mehr danach ausgesehen, als wolle man Zeit gewinnen. Am 7. Juli 2025 ist die grosse Ernüchterung gekommen. Gemäss einem Bericht sind das DOJ und das FBI überraschend zum Schluss gekommen, es gebe keine sogenannte Epstein-Kundenliste. Darum sind weitere Veröffentlichungen nicht mehr geplant. Trump hat den Richtungswechsel aber nie im Detail begründet. Parallel dazu ist ein separates internes Memo im Justizministerium umgekurvt. In diesem Memo hat es geheissen, dass die noch aufgeleiseten Freigaben von belastenden Unterlagen gestoppt werden. Die Behörden haben ihr Vorgehen mit Datenschutz und wegen möglichen weiteren Verfahren begründet. Im Herbst 2025 ist es dann zum Moment gekommen, wo viele, die für die Veröffentlichung der Epstein-Untersuchungen gekämpft haben,
nicht mehr vergessen werden. Bei einer Pressekonferenz hat ein Reporter nachgehakt und hat nochmal nach den Epstein-Akten gefragt. Reden Sie immer noch über Jeffrey Epstein? Über den Typ spricht man jetzt seit Jahren. Und jetzt fragen Sie mich, wir haben die Überschwemmung in Texas, wir haben anderes Dringendes. Und die Leute reden immer noch über diesen Typen, diesen Widerling. Das ist unglaublich. In der gleichen Pressekonferenz hat Pam Bondi erklärt, man habe zigtausend Videos von Epstein mit Minderjährigen und Kinderpornografie sichergestellt. Sie hat weiter gesagt, das Zeug werde aber nicht veröffentlicht. Und es gäbe nach Ansicht der Justiz keinen weiteren Ermittlungsbedarf. Der Widerspruch ist offensichtlich. Es gibt zahlreiche Opfer, die während Jahren über konkrete Täter ausgesagt haben. Aber jetzt sagt das Justizministerium, sie hätten in all dem beschlagnahmten Material von Überwachungskameras etc. in diesen Anwesen von Epstein keine Anhaltspunkte über strafrelevante Handlungen von Dritten gefunden. Aus einem möglichen grossen Skandal ist ein Verfahren worden, das jetzt ausser für Epstein und seine Vertrauten auf das Mal für niemand anderes Konsequenzen soll haben. Unter uns gesagt, das ist schon ein bisschen gespässig. Item. Zusammengefasst könnte man sagen, Trump hat zuerst versprochen, die Epstein-Akten offenzulegen. Dann hat sich das geändert. Die Trump-Behörden haben blockieren, so wie die beiden Regierungen vorher. Das kostet Trump viele von seinen Unterstützern. Während die Behörden mauern, haben aber zwei Parlamentarier ein schönes Hubertrickli zum Ärmel rausgezogen. Es macht also Gattung, dass der Fall Epstein im Sand verläuft. Das Justizministerium hat bremset. Und die Behörde behauptet, es gäbe keine so Kundenliste. Und darum sind die Abklärungen eigentlich abgeschlossen. Aber zwei Mitglieder aus dem Kongress haben das nicht einfach so akzeptieren. Der Thomas Massie, Republikaner aus Kentucky, und Ro Khanna, Demokrat aus Kalifornien. Die zwei haben kurzerhand im Repräsentantenhaus einen eigenen Gesetzesentwurf eingereicht. Der Epstein Files Transparency Act. Der ist offiziell als HR 4405 registriert worden und damit zur Diskussion freigegeben worden. Das Gesetz würde die Regierung zur Offenlegung von allen Untersuchungsakten zwingen. Genau gesagt, bei Annahme von diesem Gesetz müsste das DOJ, das Department of Justice, alle unklassifizierten Unterlagen innerhalb 30 Tagen veröffentlichen. Gemeint sind Ermittlungsakten, Fluglisten, Gästebücher, E-Mails etc. Alles in einer durchsuchbaren Datenbank. Eine weitere Bestimmung im Gesetz verlangt eine ungeschwärzte Liste von allen Regierungsbeamten und politisch exponierten Personen, die in den Akten auftauchen. Das DOJ müsste auch dokumentieren, welche Unterlagen das fehlen, ab wann sie verschwunden sind und welche Regierungsstellen dafür verantwortlich sind. Kurz gesagt, zwei Politiker wollten verhindern, dass der Epstein-Fall unter den Teppich gekehrt wird. Darum haben sie ein Gesetz vorgeschlagen, das die Offenlegung erzwingt. Auch die Namen von wichtigen Leuten sollen genannt werden. Aber noch bevor das Gesetz die erste Hürde nehmen konnte, hat sich gezeigt, wie korrupt der politische Prozess sein kann. Was der Gesetzesvorschlag ausgelöst hat, könnte man easy als politischen Abstimmungskrimi bezeichnen. Schauen wir ganz kurz an, was der normale Ablauf wäre von so einem Gesetzesentwurf. Der Prozess fängt an im Repräsentantenhaus. Ein Mitglied bringt einen neuen Gesetzesentwurf ein. Dann landet das im zuständigen Ausschuss. Und jetzt hier beim Epstein-Gesetz, das ist jetzt Judiciary Committee, auf Deutsch Justizausschuss. In diesen Komitees werden Vorlagen geprüft, ergänzt oder abgelehnt. Wenn ein Entwurf der Ausschuss passiert, kommt er zur Abstimmung ins Repräsentantenhaus. Für Schweizer Zuschauer, das ist vergleichbar mit dem Nationalrat. Stimmt eine Mehrheit für eine Annahme eines neuen Gesetzes, wandert dieser Text in den Senat.
in der Schweiz etwa vergleichbar mit dem Ständerat. Auch dort prüfen Komitees die Vorlagen, bevor es dann im Senat zur Abstimmung kommt. Erst wenn beide Kammern den Topf genau gleichen Text verabschiedet haben, geht der Gesetzesentwurf zum Präsidenten. Mit dem seiner Unterschrift wird daraus ein gültiges Gesetz. Der Prozess ist also ziemlich klar geregelt und der Ablauf sorgt selten für Aufregung. Beim Epstein-Gesetz ist es jetzt aber eben nicht so gelaufen. Der Entwurf ist schon im ersten Schritt stecken. Das Epstein-Gesetz ist also zum Judiciary Committee gekommen. Aber der Speaker Mike Johnson hat ganz einfach keine Sitzung vom Ausschusskomitee angesetzt. Und ohne Besprechung und Prüfung im Komitee bewegt sich ein Gesetz kein Millimeter. Der Mike Johnson kann das machen, weil er als Speaker of the House einen grossen Einfluss hat, welches Komitee welche Vorlage behandelt und wenn die zusammenhocken. Wenn er also keine Sitzung einberuft, passiert schlichtweg nichts. In den USA sagt man dem ein Pocket Veto by Procedure. Man lässt eine Vorlage einfach im eigenen Hosensack verschwinden. Der Speaker ist übrigens der politisch mächtigste Einzelakteur im ganzen Kongress. Er ist quasi der Chef der aktuellen Mehrheitspartei und steuert die politischen Abläufe im Repräsentantenhaus. Massey und Kana, die beiden Verfasser des Epstein-Gesetzes, sind aber nicht auf den Grind gefallen. Sie haben ein Hubertrickli gespielt, indem die eine Discharge-Petition gestartet haben. Das ist ein seltenes Instrument, das eine solche Verwaltungsblockade aushebeln kann. Wenn die Mehrheit der Repräsentanten, also 218 Mitglieder, diese besondere Petition unterschreiben, dann muss als Konsequenz zwingend über ein neues Gesetz abgestimmt werden. Dann braucht es eben keine Prüfung durch ein Komitee mehr, sondern die Gesetzesvorlage kommt direkt zur Abstimmung ins Repräsentantenhaus. Alle 213 Demokraten haben sofort unterschrieben. Dann sind eben noch 4 Republikaner dazugekommen. Etwas, was die republikanische Parteileitung nicht damit gerechnet hat. Und unter uns gesagt, auch nicht die Demokraten. Ich könnte mir vorstellen, dass nicht alle hätten unterschrieben, wenn auch die das gewusst hätten. Aber das ist reine Vermutung von mir. Zurück zu den Fakten. Damit hat die Petition 217 Stimmen gehabt. Jetzt hat nur noch eine Stimme gefehlt. Und diese fehlende Unterschrift soll von Adelita Grijalva kommen. Die hat eine Nachwahl in Arizona gewonnen und hat angekündigt, die Petition auch zu unterschreiben. Ihre Stimme hat dann die Petition über die nötige Schwelle gebracht. Aber Grijalva war zwar gewählt, aber noch nicht vereidigt. Und ohne Vereidigung darf kein Mitglied vom Repräsentantenhaus eine Petition unterschreiben. Und wer vereidigt neue Mitglieder? 3-mal dürft ihr raten. Der Speaker Mike Johnson. Der gleiche, der das Gesetz in seinem Hosensack wollte verschwinden. Und der hat es jetzt natürlich gar nicht präsent mit dieser Vereidigung. Ja, der hat ja gegen viel zu tun und auch sonst genug viel los. Am 1. Oktober haben ihm dann auch noch die Demokraten einen Trumpf zugespielt. Weil, wir erinnern uns, an diesem Tag hat der Regierungs-Shutdown angefangen. Der Stillstand hat den regulären Sitzungsbetrieb des Parlaments lahmgelegt. Grijalva hat darum weiterhin nicht vereidigt werden. Mike Johnson ist vorgeworfen worden, den Shutdown bewusst als taktisches Mittel auszunutzen. Der hat den Vorwurf zurückgewiesen. Das hier ist Machtmissbrauch. Eine einzelne Person darf doch nicht aus politischen Gründen eigenmächtig die Vereidigung eines ordnungsgemäß gewählten Mitglieds des Kongresses blockieren. Der Eindruck ist entstanden, dass der Streit um das Budget nicht der einzige Grund für das Herauszögern des Shutdown war. Das Muster um den Epstein-Fall hat sich wieder mal deutlich gezeigt. Verzögerungen, formale Hindernisse, administratives Blockieren.
Währenddessen ist die Lage für die 4 Republikaner, die hier unterschrieben haben, deutlich ungemütlich geworden. Wegen dem Regierungs-Shutdown hat eine entscheidende Stimme gefehlt. Genau in dieser Phase haben einflussreiche Republikaner den Druck auf die 4 eigenen Abgeordneten, die diese Offenlegung unterstützt, drastisch erhöht. Besonders der Thomas Massie ist ins Fadenkreuz geraten. Er war Mitverfasser des Gesetzes und auch einer der Initianten der Petition. Der Donald Trump hat ihn scharf attackiert. Er hat Massie als Loser und drittklassig bezeichnet. Wahrscheinlich der schlechteste Republikaner in unserer Geschichte. Wissen Sie, dieser dumme Typ namens Massie. Dazu kamen die Drohungen, dass Trump den Gegenkandidat bei Massies nächster Wiederwahl unterstützen werde. Gleichzeitig hat Trump behauptet, Massie stimme sowieso nie mit den eigenen Leuten, mit den Republikanern. Der Thomas Massie hat mit einem Tweet reagiert. Er schreibt selber, dass er zu 91% mit der republikanischen Führung stimme. Die restlichen 9% betreffen Themen, die die Partei aus seiner Sicht Fehler mache. Pädophile schützen, Konzerninteressen über Bauernstellen, Schulden ausweiten statt sparen. Er geht nur dann gegen Parteilinien, wenn es um diese Grundsatzfragen geht. Auch die Republikanerin Marjorie Taylor Greene ist schwer unter Druck geraten. Trump hat sie als Verräterin bezeichnet, obschon sie in der Vergangenheit immer zu ihm gestanden ist. Der Präsident bezeichnete Greene erneut als Verräterin in einem Social-Media-Post. Zum Beispiel hat sie ihn während der später als haltlos eingestuften Russland-Vorwürfe der Demokraten unermüdlich verteidigt. Aber Trump hat jetzt offenbar gar keine Freude gehabt, dass sie die Offenlegung der Epstein-Akten unterstützt hat. Die 4 Republikaner haben aber nicht nachgegeben und haben ihre Unterstützung für diese Petition nicht zurückgezogen. Als der Shutdown schlussendlich aufgelöst wurde, hat das Repräsentantenhaus den Betrieb wieder aufgenommen. Jetzt ist endlich auch Adelita Grijalva vereidigt worden. Mit ihrer Unterschrift hat diese Petition tatsächlich die nötigen 218 Stimmen bekommen. Damit ist Tatsache geworden, was niemand für möglich hat gehalten. Das bedeutet, das Epstein-Gesetz kommt zur Blockade im Komitee raus und im Rat wird darüber abgestimmt. Die Lage hat sich jetzt blitzartig verändert. Dank der erfolgreichen Petition sind jetzt plötzlich die Parteileitung und der Donald Trump selber unter Druck gekommen. Am 17. November hat Trump seine Äußerungen geändert. Ab jetzt war er plötzlich wieder für die Veröffentlichung der Akten und hat seiner Partei empfohlen, einer Veröffentlichung zuzustimmen. Beobachter sehen darin einen Versuch, den politischen Schaden zu begrenzen. Kurz vor der Abstimmung hat Thomas Massie seinen republikanischen Kollegen ein letztes Mal gewarnt. Ich möchte meinen Kollegen eines sagen. Trump kann euch heute in republikanischen Bezirken noch schützen, aber 2030 ist er nicht mehr Präsident. Wenn ihr gegen die Freigabe stimmt, werdet ihr als jene dastehen, die Pädophile geschützt haben. Dann kann euch niemand mehr schützen. Dieser Eintrag bleibt länger bestehen als Donald Trump. Und dann ist es schnell gegangen. Es ist also zur Abstimmung gekommen. Nachdem diese Petition zustande kam, war klar, es wird abgestimmt. Das Ergebnis war eindeutig. 427 Abgeordnete haben der Offenlegung zugestimmt. Nur einer hat das abgelehnt. Die Nein-Stimme ist von Clay Higgins aus Louisiana gekommen. Er hat sein Nein begründet mit Bedenken zur Privatsphäre von Unschuldigen. Wenn denen ihre Namen aus irgendwelchen Gründen in den Unterlagen auftauchen, die aber nichts gemacht haben. Der Hinweis auf Privatsphäre ist juristisch zwar nicht unberechtigt, stösst aber beim Epstein-Thema auf Skepsis. Ja noch, die Gesetzesvorlage hat also das Repräsentantenhaus ohne grossen Widerstand überstanden. Der Gesetzestext ist dann auch am gleichen Tag in den Senat gegangen. Der hat das Gesetz einstimmig angenommen, mit keiner einzigen Gegenstimme. Damit war der Legislativprozess abgeschlossen.
Der Text ist als nächstes ins Weiße Haus gekommen. Und Trump hat das Gesetz nur ein paar wenige Stunden später auch unterschrieben. Damit ist aus der ehemals blockierten Gesetzesvorlage ein verbindlicher Auftrag an das Justizministerium geworden. Die Veröffentlichung der Epstein-Akten ist zur Pflicht geworden. Kurz, das Repräsentantenhaus und der Senat haben Ja gesagt, dann hat es auch noch der Trump unterschrieben. Und jetzt müssen also die Epstein-Ermittlungen veröffentlicht werden. Der ganze Krimi ist ein deutlicher politischer Erfolg für Thomas Massie. Gestern haben wir die Epstein-Resolution mit 427 zu 1 Stimme angenommen. Das war das Ergebnis von 5 Monaten Kampf gegen den Speaker und ehrlich gesagt auch gegen den Präsidenten, den FBI-Direktor, die Justizministerin und den Vizepräsidenten. Sie alle stellten sich plötzlich gegen etwas, das sie vorher unterstützt hatten. Aber wir haben es geschafft. Und selbst mich hat überrascht, wie schnell es am Ende ging. Er hat sich gegen den eigenen Präsidenten durchsetzen können. Etwas, was sich die Demokraten bis jetzt die Zähne ausbeissen dran. Mit der Bestätigung des Gesetzes durch Trump hat jetzt das Justizministerium 30 Tage Zeit. Dann müssen die Epstein-Akten veröffentlicht sein. Opfergruppen und Aktivisten hoffen auf echte Konsequenzen. Sie sagen, das sei jetzt ein möglicher Wendepunkt. Sie rechnen damit, dass auch bekannte Namen aus Politik, Wirtschaft und Unterhaltung auftauchen. Man erhofft sich auch herauszufinden, welche Behörden versagt haben und warum die früheren Ermittlungen abgebrochen wurden. Fragen, die seit Jahren im Raum stehen und nie aufgeklärt wurden. Gleichzeitig gibt es aber auch neue Bedenken. Das Gesetz enthält nämlich auch eine Ausnahme. Unterlagen dürfen zurückgehalten werden, wenn eine Veröffentlichung eine aktive Untersuchung gefährdet. Diese Einschränkung ist zwar zeitlich begrenzt und ist eng definiert, aber Kritiker sehen darin ein mögliches neues Schlupfloch. Und tatsächlich, Pam Bondi, Trumps Generalstaatsanwältin, hat kurz nach dem Unterschreiben neue Untersuchungen angekündigt. Sie haben in der Vergangenheit gesagt, dass die Durchsicht der Unterlagen keinen Anlass für weitere Ermittlungen gegen Dritte ergeben hat. Was hat sich seither geändert, dass Sie jetzt diese neuen Untersuchungen angekündigt haben? Es gibt neue Informationen, zusätzliche Hinweise. Wir werden weiterhin dem Gesetz folgen und alle Spuren nachgehen. Wenn es weitere Opfer gibt, ermutigen wir sie, sich zu melden. Und wir werden weiterhin so viel Transparenz bieten, wie es möglich ist. Das hat auch sofort zu Unsicherheiten geführt. Beobachter warnen, dass genau diese Klausel jetzt ausgenutzt wird, um wieder Teile zurückzuhalten oder zu schwärzen. Thomas Massie gibt aber eine Warnung. Er verweist auf einen genauen Wortlaut des Gesetzes. Er betont, dass das Justizministerium keine umfassenden Schwärzungen vornehmen darf. Also, jetzt müssen die Epstein-Akten veröffentlicht werden. Viele hoffen, dass Täter sichtbar werden. Es gibt aber auch Bedenken. Eine Ausnahme im Gesetz könnte dazu führen, dass Teile wiederum zurückgehalten werden. Ob alles veröffentlicht wird, ist also weiterhin offen. Jetzt gibt es noch eine offensichtliche Frage, die wir anschauen müssen. Eine Frage taucht seit Beginn der Debatte immer wieder auf. Ist der Donald Trump von den Akten betroffen? Es gibt bis jetzt keine Beweise für strafbare Handlungen. Gleichzeitig wirft Trumps Widerstand gegen diese Offenlegung Fragen auf. Was wir wissen ist, Trumps Name taucht auf in alten Gästelisten, Fotos und Videos aus den 1990er Jahren. Er war in den gleichen Kreisen unterwegs wie Epstein. Aufnahmen zeigen gemeinsame Veranstaltungen in Florida und New York. Aber ein bisschen später distanziert sich Trump deutlich von Epstein. Die Frage bleibt jedoch, ob die neuen Akten Logbücher, Kalendereinträge oder Zeugenaussagen enthalten, die mehr Hinweise liefern. Gleichzeitig muss man betonen, dass eine Nennung auf einer Liste nicht automatisch eine strafbare Handlung ist.
Die Medien erwarten, dass die Veröffentlichung für Trump heikel werden könnte. Andere Kommentatoren halten dagegen. Sie argumentieren, dass wirklich belastendes Material für Trump wahrscheinlich schon während der Biden-Regierung auftaucht wäre, wenn es das gäbe. Der Thomas Massie hat gesagt, er habe nie behauptet, die Akten würden Trump selber belasten. Seiner Ansicht nach ging es eher darum, dass Trump einen Kreis von einflussreichen Freunden schützen wollte. Die Spannung ist hoch. Diese Unterlagen könnten Trump belasten oder entlasten. Sie könnten aber ebenso gut seine politischen Gegner treffen. Viele der zentralen Figuren im Epstein-Umfeld kommen aus verschiedensten politischen Lagern. Also, diese Akten könnten für Trump gut oder schlecht sein. Sie könnten aber auch seine Gegner bereichern. Und zum Schluss, wie gehen noch meine persönlichen Abschlussgedanken zur ganzen Sache. Was mir schräg reinkommt, noch im September sagt der Kash Patel vor dem Senator Kennedy, aufgrund der bis dann vorliegenden Akten gäbe es keinen Hinweis auf Täter, ausser dem Epstein selber. Who, if anyone? An wen, falls überhaupt, hat Epstein diese jungen Frauen weitervermittelt? Nach den vorliegenden Informationen an niemanden außer sich selbst. Es gibt keine anderen Hinweise. Wenn es sie gäbe, hätte ich längst Anklage erhoben. Also lautet die Antwort an niemand sonst. Das ist, was in den Akten steht. Ja. Und jetzt, kurz nach der Einführung des neuen Gesetzes, das eine Offenlegung von allen Unterlagen fordert, erklärt Pam Bondi, man habe plötzlich neue Informationen. Und denen müssen wir nachgehen. Was sind das für neue Informationen? Man hat immer nichts gehört, dass neue Zeugen auftaucht sind oder dass es einen Whistleblower gäbe. Will man hier einfach die Ausfahrt nehmen, die einem das neue Gesetz bietet? Neue Untersuchungen anzetteln, nur dass man dann wieder schwärzen kann. Ich verstehe nicht, wieso der Trump und seine Leute sich auf das Mal so gegen die Veröffentlichung gesträubt haben. Also, ich kann mir das schon erklären. Ich komme gleich drauf. Die aktuellen Umfragen sind deutlich. Trump verliert zwar nicht seine Hardcore-Basis, aber er verliert mehr und mehr Leute aus der Mitte. Die ihn gewählt haben, weil sie mit dem progressiven Kurs der letzten 4 Jahre nichts anfangen konnten. Aber genau diese Wähler distanzieren sich jetzt. Und das ist noch wichtig. Nicht so, wie das die Schweizer Presse so gerne darstellt. Nicht wegen seinem harten Kurs gegen illegale Ausländer. Oder dass er in den Grossstädten mit den höchsten Kriminalitätsraten geht aufräumen. Oder wegen den strengeren Grenzkontrollen. Auch nicht unbedingt wegen diesen höheren Zöllen. Aber weil er sich quer stellen in diesem verflixten Epstein-Fall. Da verbratet er extrem viel von seiner politischen Power. Ich frage mich, ob er sich bis zu den Zwischenwahlen in einem Jahr von diesem Vertrauensverlust erholen kann. Noch kurz zurück zu den möglichen Gründen für sein Sperren im Epstein-Fall. Ich sehe nur 2 Möglichkeiten. Entweder ist er stärker darin verwickelt, als wir heute wissen, oder jemand zwingt ihn zum Zurückhalten von diesen Akten. Wer das sein könnte? Eure Spekulation ist so gut wie meine. Spätestens in 30 Tagen werden wir mehr wissen. Ich selber wäre zwar erstaunt, wenn man da jetzt auf das Mal tatsächlich Namen von Berühmten hat und die dann auch angeklagt werden. Aber lassen wir uns überraschen. Ich bleibe auf alle Fälle dran. Et voilà! Dann würde ich sagen, das war es wieder mal für heute. Hey, merci vielmals an alle, die mich auch letzte Woche mit einer Spende unterstützt haben. Wie ihr wisst, ist mein Ziel eine unabhängige, faktenorientierte Berichterstattung, die informiert statt bevormundet. Ergänzt mit meiner persönlichen Einschätzung zur Transparenz. Danke darum nochmal an alle Unterstützer. Ihr findet Spendeninfos unter www.vongunten.ch oder im Beschreibungstext von jedem Video. Also, merci fürs Einschauen. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Ich freue mich. Tschüss.